Der Adi Totoro hat seine 50.000 Abonnenten knackt, Digga. Holy shit. Dass das da hier, die Zahl, einmal ein Schweizer YouTuber erreicht. Ich weiß nicht, das hätte ich vor einem Jahr dir gesehen, du spinnst. Oder ich hätte gedacht, das ist nicht möglich. Und dass der Adi seine 50.000 Abonnenten geknackt hat, für Schweizer Verhältnis ist das sehr, sehr fett, sehr, sehr geil. Und da kann man wirklich einmal in meinem Chat einfach ein fettes Clap rausholen. Und ich nochmal kurz vielleicht über genau das reden. Und zwar, wir machen eigentlich eben Schweizer YouTube-Stuff, machen wir sozusagen. Klar, der Adi macht jetzt das sozusagen wie hauptberuflich momentan, aber ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise möglich ist, davon gut zu leben. In Deutschland, wenn der Adi die gleiche Abonnentenanzahl in Deutschland hätte, der Adi, der könnte schon längstens davon leben und hätte vielleicht sogar, weiß nicht was für Sachen alles. Aber wir wohnen in der Schweiz, wir machen schweizerdeutscher Stuff und es ist einfach um einiges schwerer oder vielleicht sogar unmöglich, davon gut zu leben. Wieso? Weil wir gefühlt so blöd waren und haben gesagt, ja komm, wir machen es auf Schweizerdeutsch. Wieso blöd, sage ich da natürlich in Anführungszeichen, sage ich da blöd. Es ist natürlich so, dass wenn wir auf Schweizerdeutsch Videos machen, unsere Zielgruppe so massiv einschränken. Es geht ja, wir sprechen ja Jugendliche an und nur schweizerdeutsche Jugendliche, nicht mal die ganze Schweiz, sondern nur die Deutschschweizer Bereich und nicht alle Jugendlichen sind auf YouTube und so weiter und so fort. Der Adi, wenn er hochdeutsche Videos würde machen, hat schon x 100'000 Abonnenten, sage ich, wie siehst Real Talk und würde davon easy leben, würde sich eine Wohnung leisten und so weiter und so fort. Vielleicht könnte er sogar schon davon leben, wenn wir es sozusagen vergleichen auf die deutsche Skala sozusagen. Und das, Real Talk, ich weiß nicht, ob ihr es verstanden, Chat, aber Real Talk, das macht mich manchmal auch ein bisschen traurig, wenn ich darüber nachdenke, dass wir, oder beziehungsweise dass Real Talk, es macht mich aber schon ein bisschen fertig, dass so viel Zeit und so viel Liebe das Ganze investieren und ich liebe es, das Ganze zu machen. Ich liebe es, YouTube-Videos zu machen. Ich liebe es, auch Highlight-Videos für euch zu machen. Ich liebe es, Hauptkanal-Videos zu machen. Ich liebe es, die Livestream da hier zu machen. Das Ding ist einfach, ich mache so viel Aufwand, gefühlt, manchmal denke ich so, es wird sich nie so fest lohnen, dass ich davon leben könnte. Und der Aufwand ist sicher immer, es lohnt sich immer, weil ich habe extrem viel Spass daran. Und von dem her mache ich es weiter. Ich habe jetzt das ganze Jahr also durchgezogen. Obwohl es vielleicht für die ein oder andere Business-Leute oder die nur an die Finanzen denken, für die würde sich das hinter und vorne nicht lohnen und würde nicht aufgehen. Aber ich mache das wirklich enorm gern und enorm, ja, ich finde das einfach sehr, sehr geil. Ich finde aber, dass wir schweizerdeutschen Content machen geiler, really. Weil klar bekommen wir nie den gleichen Support zurück wie in Deutschland, aber wir müssen einfach die fucking Schweizer auseinandernehmen. Ja, klar, eben, ich liebe es, schweizerdeutsche Sachen zu machen und ich rede auch Schweizerdeutsch. In meinem Alltag rede ich Schweizerdeutsch und im Livestream werde ich am liebsten Schweizerdeutsch reden und nicht irgendeine andere Sprache, sondern eben, ich bin Schweizer, ich will Schweizerdeutsch reden am liebsten in den Videos und das mache ich auch gerne. Ich liebe es, hier mit euch Schweizerdeutsch zu reden, nur Schweizer am Start zu haben und so. Von dem her, ich finde das hure geil. Aber manchmal tut es mir einfach ein bisschen enttäuschen, manchmal macht es mir einfach ein bisschen traurig zu sehen, wie andere YouTube mit dem genau gleichen Aufwand, den der Adi auch hat. Der Adi ist eben auch extrem am Hustlen. 50'000 Abonnenten kommt nicht von irgendwo. 50'000 Abonnenten kommt von gefühlt sein halbes Leben in YouTube widmen. Am Wochenende auch. Jeden Tag. Wochenende immer denke ich mal YouTube, immer denke ich mal das ganze Zeugs. Und das ist bei mir auch so ein bisschen der Fall. Und wir investieren so viel Zeit da drin und das ist gefühlt so ein bisschen unsere Leidenschaft. Und andere Leute in Deutschland investieren so und so viel Zeit da drin. Und wir hier in der Schweiz so genau gleich viel Zeit für das genau Gleiche, aber hier so viel weniger davon. Und klar ist es logisch. Und klar haben wir uns dafür entschieden und so. Das ist
Das ist no front an irgendjemand und so. Überhaupt nicht. Aber es ist einfach etwas, was ich auch mal mit euch besprechen wollte, Chat. Weil ich will euch auch teilhaben an dem, wo ich manchmal darüber nachdenke. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe schon ein paar Mal darüber nachgedacht, wieso wechsle ich da mal auf Hochdeutsch? Und vielleicht kann ich auf Hochdeutsch irgendwie davon leben. Klar, das habe ich auch schon dran gedacht. Aber ich muss einfach sagen, ich bin schon lieber im Schweizerdeutschen rum. Ich habe mir durchaus schon Menge Stärke gegeben, zurück auf Hochdeutsch zu ändern, für vielleicht einmal davon zu leben. Weil, ich sage es euch auch ganz ehrlich, es ist schon auf eine Art und Weise... Okay, die scheiß Kamera, Mann. Ich habe mir auch schon überlegt, eben Videos wieder auf Hochdeutsch zu machen. Ich habe früher auf Hochdeutsch gemacht, dann bin ich auf Schweizerdeutsch gewechselt und manchmal denke ich mir, wieso wechselst du nicht um mich? Und dann denke ich so, nein, wollte ich nicht, also ich wollte sowieso nicht, müsste keine Angst haben, dass ich jetzt heute und morgen gerade wechseln, habe ich wirklich nicht vor. Aber ich denke mir das manchmal, weil ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich einer von meinen, ein Traum von mir, der Job da hier. Ich finde das so geil. So geil, einfach ein bisschen blöd zu tun, einfach ein paar Witze zu schreissen mit euch und hier probieren euch ein bisschen zu unterhalten mit ein bisschen blödem Humor und so. Ich fühle das extrem und ich finde es extrem witzig. Ich habe hier viele Leute am Start und seit dir da habe ich so eine eingeschworene Community und sie da meine Supporter rum. Das finde ich extrem cool und es ist einfach wahnsinnig nice, den Support zu spüren. Und manchmal denke ich, es wäre natürlich auch noch nicer, rein davor zu leben. Aber ja, also ich mache den Shit einfach extrem gerne. Und darum denke ich manchmal, wieso machst du das nicht? Das versteht ja nicht gleich noch jeder. Aber keine Sorge, habe ich nicht Bock, habe ich jetzt momentan überhaupt nicht vor, so etwas zu machen und so. Das wäre ja ein riesiger Schritt für mich. Und da habe ich überhaupt noch nicht gemacht. Und in dem Sinne eben, der Adi Totoro ja mit dem Adi auch schon ein paar Mal darüber diskutiert. Weil eben, er hat jetzt seine 50'000 Abonnenten geknackt und 50'000 Abonnenten, das müsst ihr euch mal vorstellen. Keine Ahnung, wie viel Fassungsvermögen gefühlt das Stadion zu Basel hat, aber gegen die 50'000 vielleicht oder weniger. Warte mal, Start the Swiss, Start the Swiss, the fucking Start the Swiss. Der ist ja zu Bern, Start the Swiss ist zu Bern. Aber der hat 32'000 Plätze. Und Adi hat fast das Doppelte an Abonnenten. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe schon mehr als die Hälfte von meinen Abonnenten würde hier das Stadion auffüllen. Da denke ich mir klar, es ist unglaublich, wie viele Leute die sich das einziehen und so. Und ich bin auch extrem dankbar, so ist es überhaupt nicht. Ich bin extrem dankbar. Und eben das habe ich mir manchmal schon überlegt, aber hey, Clap nochmal an den Adi für sein Achievement, 50'000 YouTube-Abonnenten mit schweizerdeutschem Content. Wirklich ein fetter Clap in den Chat und der Hustle war real bei ihm. Ich fühle das extrem, wenn Leute so viel Gas geben und so viel Dedication in das Projekt einstecken. Er steckt extrem viel Zeit und Arbeit da drin. Das mache ich auch, das macht Natti-Style auch. Wir drei sind gefühlt momentan die am meisten durchziehen und am meisten Zeit in das Ganze investieren. Ich schätze das extrem und von dem her wirklich Clap an alle und wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Nur so können wir weiter und so. Wirklich Kuss. Und nochmal Clap generell für unsere Community. Der Lia zieht natürlich auch dadurch, aber der Lia kann halt weniger, zeitbedingt kann er weniger machen. Der Lia hat nie Zeit. Der Lia Zeit hat er nicht Zeit. Der Lia, der ist gefühlt, der ist mehr auf Instagram als etwas Produktives zu machen. Was für ein Typ, Mann, der Lia zieht die Tür, ja. Imagine eine Zeit, wo ich sage, ja, der Lia, der zieht die Tür. Schau im Stream Stories von Adi. Okay, könnte ich nicht machen, ja. Warte mal, könnte ich wirklich machen. Five-Head von dir, Prinz Norin. Johnson Five-Head da. So, also, danke für 50'000 Abonnenten. Okay. Leute, wirklich danke vielmals für 50'000. Ich kann den Moment einfach schnell nutzen, um ein paar Leuten Danke zu sagen. Let's go! Als erstes ein Big Shoutout an Can, ein realer Day One, von Anfang an dabei. Lausbuben haben wir mit ihm. Wir haben so viele Videos gemacht. Was Can und ich gemacht haben, das wisst ihr gar nicht. Kuss geht raus an Can, ohne ihn wäre das nicht möglich gewesen. Kuss geht raus an den Can und den Prinz Norin. Der Can ist
ein herzensguter Mensch. Der Can ist unter den ganzen YouTuber, würde ich sagen, der Can ist so ein herzensguter Mensch und der Can ist so ein lieber Mensch. Für den Can einfach ein dicker Kuss. Can, Kuss. Dann natürlich Big Shoutout an den Dude, der gleich Musik rausbringt, a.k.a. Nilay, a.k.a. Mark Galaxy, a.k.a. Galaxy TV, a.k.a. Mark Scheiwille. Der Mark, mit dem Mann mit den 1000 Namen, aber einfach gefühlt einfach nicht Nilay. Alle Namen sind okay, aber Nilay nicht. Auch ein Day One, von Anfang an dabei. Kuss. Dann natürlich Kuss an Nati-Style, a.k.a. Nat. Okay, dass ich noch nicht gekommen bin, dass ich erst, wenn aus 4. Stelle kommt, ganz ehrlich, ich will gar nicht weiterhören, das ist so ein Scheissdreck. Nathalie Sulze hat sie mega gerne, wenn man ihr Nathalie sagt, Omega Lul. Omega Lul. Nathalie Sulze. Ja, aber jetzt sagen wir dem von Nathalie. Kuss geht raus. Ah! Auch wenn wir immer Witze übereinander machen oder irgendwelche Scheiß erzählen, Kuss geht auf jeden Fall raus an den Maelo Ehrenbruder aus dem Freiburger Land. Ohne ihn wäre ich wahrscheinlich gar nie zum Streamen gekommen. Drum, Kuss. Ah, ja. Es ist wirklich, es ist cool. Es ist cool. Jetzt in der letzten Zeit habe ich viel mehr Kontakt zum Adi als Schöschauben. Vielleicht eben, weil ich gefühlt nur die einzige aktive Bastion bin aus Mann in der Schweizer YouTube-Szene neben ihm. Aktiv wahrscheinlich, oder? Aber nein, von dem her, fetter Kuss geht raus. Ich habe schon vorher alles gesehen eigentlich. Und dann, ganz wichtig, viele von euch werden ihn nicht mehr kennen, aber die realen OGs schon. Und zwar Kuss gehen raus an Bubu. Er hat mir früher immer geholfen beim Videosfilmen, wo das Ganze gestartet hat. Auch wenn man sich heute nicht mehr so oft sieht, ohne ihn hätte ich das am Anfang safe nicht so machen können. Darum Bubu, Kuss geht raus. Bubu, let's go Bubu! Dann, ganz wichtig, danke vielmals an Ehrenbruder Flavio Stucki. Eigentlich muss ich ihm gar nicht Danke sagen, weil der Flavio einfach richtiger Spaß. Und auf jeden Fall wollte ich noch Danke sagen an Stefan Büsser. Der Stefan Büsser ist in dem gleichen Satz wie der Elia. Robin, an Mr. Elia, an Ask Switzerland. Für all das, was wir gemacht haben, Videos, einfach mal 2 Stunden über Social Media reden, private Sachen, die man gemacht hat. Kuss geht raus. Danke vielmals. Und auf jeden Fall danke an alle Leute, die irgendwelche kleine Projekte möglich gemacht haben, die ohne euch nicht möglich gewesen wären. Larouche, Johnny Fischer, André Ragettli, Ehrenbruder, Yoshi. Wer gibt's noch? Ich weiß nicht, wer es gibt. Grüße gehen raus an all die. Und natürlich danke vielmals an euch alle, die jeden Tag den Blödsinn hier reinziehen. Ich weiß nicht genau, wie ihr das schafft, aber ihr schafft es irgendwie. Ohne euch wäre das Ganze nicht möglich gewesen, weil wenn ihr nicht abonniert hättet, dann hätte ich jetzt nicht so viele Abos. Und ja. Dann natürlich. Sehr, sehr fetter Kuss geht raus. Ja, der Adi verdient nochmal als letztes Clap in den Chat für den Adi und das Clap in den Chat auch für den Elia. Er ist diesmal ausnahmsweise einmal erwähnt worden. Elia, Clap Elia, wirklich Elia, Kuss. Schweizer YouTube-Szene, ein überschaubarer Haufen, aber ein sehr ehrenhafter, da rein man da Herz, das ist der Haufen. Kuss.